Herr Präsident, Herr Staatsminister, liebe Member von der Lützeburger Regierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Merci und der SAP-Fraktion und den Yves Kurten für die Initiative geholt, zu Hundemitten nach Einkehr über den schrecklich traurigen Thema vom Gaza zu diskutieren. Die grausamen Bilder, die wir alltag aus dem Gazastreifen kriegen, lassen kein Kerl. Schulen und Spitäler, die beschossen gehen, Kanner, die ëmbrech gin, wann se dann net vun Hunger stirwen, Familien, die Futti bombardéiert, Häuser musssse wahrscheinlich für immer verlosen, sie grausam Bilder, die schwéier zerdroe sinn. Dat sowohl vun israelischer Seite wie awer auch vun Hamas Seite Hilfsmittel mal net mi durchgelost gin, Mënschen diese batter benedischen Spott eigentlich aller Beschreibung. Wir verurteilen dürfen auch nicht auf das schärfst Vorgehen von der israelischen Regierung am Gazastreifen, und wir fordern übrigens auch, dass all die Membern von der israelischen Regierung, natürlich für allem den Herrn Netanyahu, für die Kriegsverbrechen, die da begangen gehen, nicht nur, aber auch für den internationalen Gerichtshof gestaltet gehen und dann hoffentlich auch kondamniert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr über das unhaltbare Zustand am Gazastreifen diskutiert, der wir dann aber auch von den Ursprung nicht vergessen, nämlich den 7. Oktober 2023, wo Hamas an einem barbarischen, blutigen Attentat bei 2000 Menschen in gruseligen Bedingungen massakriert wird. Das haut nach immer 60 Geiseln ënner der Obhut vum Hamas sinn, die ënner Konditionen liewen, die mat Respekter vu Mënscherechter net dat geringste Dien hunn, dreht sicherlich neicht dazu bei, dat et zu engem Frieden an dieser Region vun der Welt kënnt. Herr Präsident, 2014 hatte mir an der Chamber schon eng länger Debatte iwwer Situation am Gaza. An Demos wären 2 Motionen ugeholt gin, getaut oft vun enger geschwert, méi ech hat Demos so am Numm vun der CSV eng Motion agerecht, die übrigens auch ugeholt ginnas. Wir konstatieren, dat 11 Joer donno ma as sech 10 Millimeter Firu kommen sinn, au contraire simmer wann wir lo Situation gucken, ass déi nach viel méi dramatisch wéi virun 11 Joer. Ich verstehe allerdings nicht, und das will ich dann auch klar so Dopregung ganz besonders von den Kollegen von der LSRP Seite, weil eigentlich hat die freie Regierung, und das wird noch beim Herrn Kurten angeklungen, die hatten eigentlich einen Blankoschein für Palästina ohne Konditionen, die muss tun zu erkennen. Das ist aber nicht geschieht, aber wenn das geschieht, für Sozialisten und so Kollegen, da bräuchte mir haut überhaupt nicht die Diskussion über die Anerkennung von Palästina zu feiern. Wir sind uns alle guten eins, dass es muss zu einem Waffenstillstand und zu einem Frieden an der Region kommen. Man denkt zumindest mittelfristiger Zwei-Staaten-Lösung an Schmengen auch, dass das den einzigen wäre. Für mich ist aber haut die fundamental froh, die zu wissen, was für eine Lösungen wir können finden, für dass die Menschen am Gazastreifen direkt geholfen gehen und dass die unsäglichen Zustände, die den Yves Kurten an Ejolo beschrieben haben, endlich zu Ende kommen. Als eine Anerkennung von Palästina ohne weitere Bedingungen, wie sie von Einzelnen an Diskussion geworfen wird, als das Lösung, oder muss sie nicht aber eng Unerkennung und eng Reihe von Bedingungen knüpfen. Den Außenminister Xavier Bettel hat als letztes vor an der Außenpolitischer Kommission die sogenannte Package vorgelegt, den im Moment an der Diskussion ist, an den auch zu New York zur Diskussion soll kommen. An diesem Package sind eine Reihe Konditionen vorgesehen, die eigentlich auch absolut Sinn machen, und ohne Idee sicherlich kein langfristiger Friede werden an der Region geben. Kann ich sicherlich über die eng oder einer Kondition diskutieren, mit mir sind auf jeden Fall der Meinung, dass die Bayer an die richtige Richtung geht. Herr Präsident, ich komme nochmal zu meiner Konklusion. Wir diskutieren heute über eine eventuelle Unerkennung vom Staat Palästina. Das ist eine Frage, die euch schon ganz lange
beschäftigt. Die Regierung hat aus dem Mund vom Außenminister letzten Donnerstag klar gesagt, dass Lützeburg und die Lützeburgische Regierung bereit wird, mit einem Gruppe von anderen Staaten, unter anderem Frankreich, den Staat Palästina, anzuerkennen, wann Konditionen da stimmen. Das scheint uns als CSV-Fraktion eine equilibrierte Haltung zu sein. Das ist kein Nee, das ist aber auch kein blanden Jo. Wir wollen keine Symbolpolitik. Wir wollen, dass den Menschen am Gazastreifen endlich geholfen wird. Dass es zu einem Waffenstillstand, aber möglich zu einem permanenten Frieden kommt. Wann die Anerkennung von Palästina mit anderen Ländern zusammen dazu beitragen, werden wir das als CSV-Fraktion auf jeden Fall unterstützen. So, ich merci für die Aufmerksamkeit.